Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz oder Pressetalk bei der Club-WM von Max Eberl. Und ja, wir gucken mal, ob das Video läuft oder nicht. Von daher, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Zack, da sind wir. Danke fürs Kommen. Ihr seid bereit, mit uns einen Weg zu gehen, zu unser aller Vorteil natürlich. Und legen wir los, medial jetzt mit dem Sportvorstand. Unser aller Vorteil? Bitte schön. Eure Fragen, wir machen das wie gewohnt Mixzone, also ohne Einzelaufrufung, ganz locker. Gute Fragen stellen, gute Antwort geben. Max, ich mache mal den Anfang. Mit Space. Aber so. Wie sind die ersten 48 Stunden gewesen? Wie sind die Voraussetzungen? Gibt es irgendwas zu mäkeln? Es geht jetzt los, so fühlt es sich gerade an. Also wir sind dann gestartet vor 48 Stunden und dann wusste ja auch, ist ja alles für uns auch ein Abenteuer, muss ich fairerweise sagen. Aber haben es jetzt wirklich herausragend angetroffen. Ich finde, dass das Teammanagement und FC Bayern Tours das großartig vorbereitet hat. Das Hotel passt. Ich finde es auch schön, dass wir mit den anderen Hotelgästen irgendwie fließend durch dieses Hotel laufen und nicht irgendwie abgeriegelt in so einem Trakt sind, sondern du bist noch im Leben dabei. Die Plätze sind gut. Ersten 48 Stunden keine Verletzten. Das ist immer so das Allerwichtigste, was du eigentlich dir wünscht. Dementsprechend bisher fühlt sich alles gut an. Start ist da. Noch ein bisschen unreal, weil noch kein Spiel stattgefunden hat. Aber am Samstag geht's ja los. Traut euch denn eine Zielsetzung zu? Es ist ja vieles neu, zum ersten Mal die Club-WM. Man weiß nicht ganz genau, wo das Niveau liegt. Gut, wenn du als Bayern München an einem Turnier... Naja, wo das Niveau liegt, also... Man sieht ja schon die teilnehmenden Mannschaften. Ja, wenn wir dann wieder bei den europäischen Mannschaften sind, dann wird schon Niveau da sein, spätestens ab der K.O.-Runde. Ja. Vorrunde, ja, wie gesagt, wir haben ja auch so einen Amateurclub da drin. Da ist natürlich schon spannend, wo das Niveau liegt. Ja, da gehe ich mit. Aber am Ende des Tages wird das Niveau spätestens ab der K.O.-Runde schon auf jeden Fall einen gewissen Stellen oder einen gewissen Anspruch haben. Na, da können wir von ausgehen. Ihr teilnimmst, in welcher Form auch immer das dann stattfindet, ob es das ganze Jahr ist oder jetzt in 4 Wochen, dann fahren wir her, um möglichst erfolgreich zu sein. Wir wissen tatsächlich auch noch nicht, was auf uns zukommt. Ich finde solche Spiele wie Boca Juniors zum Beispiel, per se spielst du in Miami, die kennen natürlich die Bedingungen, die Voraussetzungen, die klimatischen Bedingungen. Wir kommen hierher. Such doch nicht jetzt schon Ausreden, Max. Dinge sind anders. Wir versuchen uns wirklich bestmöglich vorzubereiten, auch was Rasen betrifft, weil das ist auch anders als bei uns in Europa zum Beispiel. Ja, die Südamerikaner kennen das, die Mittelamerikaner, die Amerikaner sowieso. Also den Take verstehe ich gerade gar nicht, Leute. Also jetzt mal ernsthaft. Jetzt fängt er an mit dem Rasen, mit dem Wetter. Dementsprechend versuchen wir wirklich da vollumfänglich gut vorbereitet zu sein. Wollen natürlich so weit wie möglich kommen. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen eine Reise ins Unbekannte. Früher war wie ist es dann, dieser FIFA-Weltpokalsieger, den es gab, das waren dann, keine Ahnung, 2 Spiele, wo man erst irgendwie im Halbfinale eingestiegen ist. Ich habe es nur aus dem Fernsehen gesehen, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich da vielleicht was Falsches sage. Ja, da recht. Und jetzt ist es halt so ein Riesenturnier mit allem, was dazugehört. Also es ist für uns alle spannend, aber tatsächlich sind wir hier, um tatsächlich die Spiele zu gewinnen und so weit wie möglich zu kommen. Max, die Nationalspieler, die reisen jetzt heute und morgen an. Auch Leroy Sané wird anreisen, hat sich aber schon ablichten lassen bei Gala als neuer Spieler. Wie kam es zu dieser Entscheidung und wie kam es auch zu der Entscheidung von ihm jetzt, den Verein zu verlassen? Er hatte die Wahl. Wir haben verhandelt. Ich wollte gerade sagen, ist ja jetzt nicht die Entscheidung des Vereins. Ne? Es ist ja die Trauer. Ich habe ja ein Video dazu, extra ein Video gemacht zu Leroy Sané. Guckt euch das gerne an. Aber am Ende des Tages ist es ja traurig, dass wir uns überhaupt haben so vorführen lassen. Ja, mit dem Beraterwechsel, mit nochmal ein umstrukturiertes Angebot. Allein das war ja schon eine Farce. Dann gab es die Situation eben mit seinem Beraterwechsel. Wir haben dann eben unsere Zahlen nicht mehr angepasst, sondern er wusste, für was wir es gerne machen wollen würden. Man hat versucht, in Gesprächen Brücken zu bauen. Wie können Lösungen aussehen, ohne dass man jetzt weder er noch auch Bayern München irgendwie das Gesicht verliert. Er hat das total verstanden, was wir da getan haben, was wir gemacht haben. Er hat sich jetzt anderweitig entschieden für Galatasaray. Es ist seine Lebensentscheidung, der Vertrag läuft aus, dementsprechend völlig legitim und auch null Groll. Und das zeigt ihm jetzt auch genau, dass er sagt, hey, ich will aber diese 14 Tage noch bei euch dabei sein, ich will hier spielen, ich will diese Club-WM zumindest starten. Ist eine kuriose Situation für uns alle, aber dieses Turnier ist halt neu und diese Konstellation ist neu und diese Transferperiode war halt schon immer da. Und mit diesen Dingen muss man jetzt einfach umgehen, aber er hat einfach Bock drauf zu kommen und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn du Bock hast, dann sollst du auch kommen. Max, du sagst, er wollte, war das sein Initiative? Also auch das finde ich eine Farce. Sag ich euch, wie es ist, Alter. Sorry. Ja, kein Groll und so, alles gut, verstehe ich.
Wenn er jetzt aber auch so dieser Topstar wäre, ja, für die einige immer hinstellen, hätte man ja vielleicht auch nochmal sagen können, ja geil, komm, nehmen wir nochmal mit einen Leroy, aber weiß ich nicht. Ja, vielleicht wird er Vollgas geben, jetzt die 4 Spiele, die er maximal spielen kann, um zu zeigen, ja, guck mal hier, Edgy Badgy, das habt ihr nicht mehr. Aber selbst wenn er jetzt 4 Weltklasse-Spiele spielen sollte, sofern er spielt, ändert das nichts an den vergangenen 5 Jahren. Ja. Und also ich weiß nicht, erstens macht man sich ein Fass auf. Ne? Stellt euch vor, wirklich, der Leroy spielt jetzt 4 Spiele, spielt wirklich überragend. Kann ja sein, ja. Er hat ja auch zwischendurch mal eine Phase, wo er ein paar gute Spiele macht. Was hast du dann wieder für eine mediale Diskussion? Warum hat der FC Bayern ihm nicht mehr Geld geboten? Bläh, bläh, bläh. Warum machst du dir diese Tür überhaupt auf? Ja. Auf der anderen Seite wäre es auch traurig, wenn er in der Startelf stehen würde. Ja. Das ist ein Spieler, der in 2 Wochen nicht mehr da ist. Ja, oder in 3 Wochen, in 2,5 Wochen ist der nicht mehr da. Was soll dieser Spieler bei dieser Mannschaft? Es geht doch darum, schon mal in eine gewisse Vorbereitung für die neue Saison zu gehen. Ja, und das heißt, dann ist ein Leroy nicht mehr da. Das heißt, da müssen Spieler spielen, die nächstes Jahr da sind. Ja. Und wenn es Talente sind, also, sorry. Man bringt sich dadurch in irgendwelche komischen Situationen wieder rein, die völliger Schwachsinn sind. Ja. Aber passt natürlich wieder komplett zu dem Verhalten unserer Vereinsführung in den letzten Jahren. Initiative oder habt ihr ihm nahegelegt, dass ihr ihn schon braucht für dieses Turnier? Nee, wir haben gefragt, hey, also wir wollen ja einen Spieler hier haben in unserer Gruppe, der Bock hat, das Turnier zu spielen, weil wir sind jetzt wirklich hoffentlich 4 Wochen auf engstem Raum zusammen. Wir sind jeden Tag zusammen mit der Gruppe. Ja, genau. Merkt er, dass er gerade Argumente bringt, die dagegen sprechen? Und dann geht dieser Spieler nach 2 Wochen weg. Hä? Und dann brauchst du halt auch Jungs, die wirklich Energie haben, die Feuer haben, die Lust haben. Okay, das heißt, alle anderen Jungs, die jetzt da sind, die seine Konkurrenten sind, wie ein Gnabry, wie ein Coman, wie 3, 4 Jugendspieler, die haben alle keine Lust und haben keine Qualität oder was? Alter, diese Aussagen schon wieder. Leck mein Arsch. Und als Leroy gesagt hat, hey, ich habe Bock, das zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht kurios klingt, nur für diese Vorrunde oder das Achtelfinale, aber ich möchte gern Teil dieser Gruppe sein. Und dann war für uns klar, der soll kommen. Also es ist bei uns nie, er sagt oder wir bestimmen, sondern es ist immer ein Gespräch. Aber ist das nicht ein bisschen komisch? Also erst sagt er will hier bleiben, dann hält er euch hin, dann wechselt er den Berater und jetzt hat er doch wieder Bock, obwohl er eigentlich ein halber Türke ist und sich da feiern hat lassen? Ja, was kommt jetzt für eine Antwort? So kontrovers habe ich es gar nicht betrachtet. Also Aha. Ich glaube, er hat nie gesagt, dass er hier bleiben will. Er hat gesagt, er kann sich das gut vorstellen. Wir haben ganz klar gesagt, wir würden es gerne machen, zu Bedingungen, wo wir denken, dass es richtig ist. Also das ist ja das große Thema bei Bayern München, dass die Gehaltskosten sehr hoch sind. Jetzt hat man eben dann ein Angebot gemacht, wo wir denken, dass es korrekt ist, dass es marktgerecht ist. Wenn der Spieler dann ein anderes Angebot hat und er das annimmt, dann ist es auch völlig normal. Kurios Da gehe ich mit, ja. Also, aber das vorher Gesagte. ist für uns die Situation, dass jetzt jemand kommt und die Vorrunde und das Achtelfinale spielt und danach wahrscheinlich sagt, okay, jetzt gehe ich zu meinem neuen Arbeitgeber. Aber das ist eigentlich bei normalen Transferperioden auch. Du beendest eine Saison und lichtest dich mit einem neuen Verein ab und gehst dann woanders hin. Jetzt ist es halt in diesem Turnier drin. Aber wir haben für uns entschieden, wir brauchen ihn, wir wollen ihn, seine Qualität ist da. Und die ersten 4 Spiele zu überstehen, ist ja auch wichtig. Sorry, ey, das ist eine absolute Farce, ey. Ich hoffe wirklich, dass der keine Rolle spielt in dieser Mannschaft. Und schon gar nicht, dass er in irgendeiner Startelf steht. Ey, nochmal, man macht sich damit so angreifbar für diese ganzen Spacken, ja. Ey, wie doof, wie hohl musst du sein als Verein, Alter. Wie dumm musst du sein, ja. Mal ganz davon abgesehen, dass du wieder Jugendspielern den Platz wegnimmst. Wir reden oft immer nur von Halbfinale, aber irgendwann musst du deine Vorrunde erstmal spielen und dein Achtelfinale spielen. Und Achtelfinale kann sein Chelsea oder Flamengo, wenn ich richtig im Kopf bin. Keine Ahnung, vielleicht. Wie gesagt, stellt euch vor, der macht jetzt wirklich 4 gute Spiele, ist dann im Achtelfinale noch dabei, im Viertelfinale nicht mehr, wir fliegen dann raus. Dann könnt ihr euch doch vorstellen, was es wieder für eine riesige mediale Diskussion wegen diesem einen Spieler gibt.
Anstatt jetzt zu sagen, ja, dieser Spieler geht nach Galatasaray, ja, dieser Spieler ist in 2 Wochen nicht mehr Spieler des FC Bayern München, deswegen nehmen wir den erst gar nicht mit. Alter, wie dumm musst du sein im Kopf? Da kommt eine Überraschungsmannschaft dazu und da brauchst du schon auch die besten Kader. Und Leroy ist ein Spieler, der gerade in der Rückrunde sehr, sehr gut gespielt hat. Was bedeutet das für deine und eure Planung jetzt, gerade was die linke Außenbahn angeht, weil ja ein Spieler wegfällt und bei Coman ja auch nicht klar ist, wie es jetzt bei ihm weitergeht? Erstmal ist King ja bei uns und Leroy ist jetzt klar, Thomas Müller ist klar. Also in Offensive haben wir jetzt 2 weniger als im alten Kader und jetzt schauen wir uns an, was dann die Zukunft betrifft, was die Transfers dann nach der Club-WM betrifft. Das ist ja auch für uns alles neu. Also wir machen gerade Transferpolitik und gleichzeitig spielst du ein für uns sehr wichtiges, sehr schönes Turnier, wo du richtig was gewinnen kannst. Nicht nur Reputation, nicht nur ein Titel, sondern auch monetär. Und das ist schon, für Christoph und für mich ist das auch eine neue Situation, aber wie gesagt, wir trennen das ganz klar. Wir sagen, jetzt ist Club-WM, jetzt ist totaler Fokus, einen sportlichen Erfolg zu haben und das andere kommt dann danach. Nochmal anknüpfen zu dem Leroy Sané-Thema. Es gab ja auch Kritik am FC Bayern, dass man überhaupt ein neues Angebot abgegeben hätte und nachgebessert hätte. Dabei hieß es ja, es wurde nur umgelagert, die möglichen Boni zu garantierten Boni. Sehen Sie dann diese Kritik überhaupt als gerechtfertigt? Die Kritik ist sowas von gerechtfertigt, ja, weil man sich einfach wieder von einem Spieler auf der Nase rumtanzen lässt. So wie es schon bei Fonzie Davis war, wie es bei Musiala war. Wir lassen uns von jedem Spieler vorführen. Von jedem. Die Kritik ist ja von außen, von Unwissenden, die gar nicht wissen, was passiert ist. Also wir haben kein offizielles... Naja, Fakt ist doch, erstmal gehe ich da mit. Ja, wir wissen nicht, was da irgendwo steht in irgendeiner Zeitung. Alles gut, gehe ich 100% mit. Ja? Aber Fakt ist doch, das wurde ja selbst geäußert von Max Eberl, dass man in sehr, sehr guten Gesprächen war, dass ein Vertragsangebot auf dem Tisch lag und dass ein Leroy Sané dann den gemacht hat und den Berater gewechselt hat. So, das ist ein Fakt, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja? Und da hätte der Verein schon sagen müssen, jo, alles klar, Leroy, hau rein, such dir bitte einen neuen Verein, das lassen wir mit uns nicht machen. So, Feierabend. Ob da jetzt nochmal danach im Nachhinein irgendwas umgelagert wurde von den Boni, die erreichbar sind oder nicht, sei mal dahingestellt, drauf geschissen. Ja? Das ändert alles nichts an der Tatsache, dass man sich da hinsetzt und sich auf der Nase herumtanzen lässt, wenn der Spieler, wenn da was ausgehandelt wurde mit dem vorigen Berater, was ein unterschriftsreifer Vertrag war und dass der Spieler dann sagt, oh nee, das reicht mir nicht, fick dich FC Bayern, ich wechsle jetzt den Berater. Und das meine ich mit vorführen. Das neues Angebot gemacht. Wir haben unser Angebot gemacht in seiner alten Agentur. Dann ist die neue Agentur gekommen. Haben gesagt, er bestätigt es ja nochmal. Er bestätigt es ja nochmal, dass das Angebot da fix war. Und Leroy dann den Berater gewechselt hat, weil er mit dem Angebot nicht zufrieden war. Ja, und dann hättest du schon sagen müssen, verpiss dich, Junge. Dazu, das ist das offizielle Angebot, was wir gemacht haben. Und danach gab es Gespräche, wo man gesagt hat, okay, wie kann man Dinge überbrücken? Leroy hat gesagt, was ist seine Vorstellung? Haben wir gesagt, das können wir nicht. Und dann hatten einfach diese Brücken nicht funktioniert, weil er gesagt hat, okay, ich kann jetzt woanders, und ihr habt ja auch alles abgedruckt, weil Galatasaray es ja veröffentlichen muss, sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und das hätte er bei uns nicht gekonnt. Sportlich war das für ihn auch super interessant und super spannend, gehe ich mal von aus, und hätte das nicht gemacht. Ja, na klar war das für ihn sportlich super interessant, in der Super League zu spielen, oder? Ich denke schon. Da spielt das Gehalt, was er da kriegt, spielt da keine Rolle. Ja. Dementsprechend war seine Entscheidung dann so. Was den Transfermarkt betrifft, hast du ja gesagt, das ruht jetzt alles, bis das Turnier vorbei ist? Oder? Es ist für uns jetzt nicht im Vordergrund. Also wir arbeiten, wir machen, wir tun. Und natürlich weiß ich, dass wir mit Fragen konfrontiert werden. Aber ich will damit sagen, der Fokus ist jetzt gerade auf die Club-WM. Der Fokus ist jetzt auf diesen Kader, den... Junge, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, während der Club-WM, oh ja, wir kümmern uns jetzt nicht um Spieler für die neue Saison, Alter. Da sind Spieler wie Williams, etc. vom Markt, ey. Wir haben junge Jungs dabei. Wir haben Situationen dabei. Jetzt kommen so neuen Spieler mit Tom Bischoff und Jonathan Tah. 2 ablösefreie deutsche Nationalspieler. Ist auch nicht so schlecht, erstmal auf dem Transfermarkt schon mal einen Schritt gemacht zu haben. Ja, schon mal ein bisschen selbst pudern, ne? Und darauf ist jetzt der Fokus. Klar telefonierst du, aber das tust du ja in der Saison auch immer. Ihr macht das ja auch. Und genauso tun wir es auch. Aber wie gesagt, Dinge und Spieler sind natürlich jetzt bei manchen Vereinen beschäftigt. Da kannst du gar keine großen Transfers vorbereiten. Wenn Spieler woanders unter Vertrag stehen, kann man das mal tun, kann man das mal machen. Aber da sind wir momentan wirklich
und freuen uns, also ich mich persönlich freue mich halt einfach bei der Mannschaft jetzt eng dabei sein zu dürfen, das zu fühlen, das zu spüren. Und wenn dann das Turnier losgeht, du hast alle 3-4 Tage ein Spiel, ja, das ist dann auch geil. Könnte aber vielleicht auch kurze Nächte werden mit der Zeitverschiebung. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich gewöhne mich gar nicht an die Zeit hier. Also da schlafe ich dann gegen Boca, schlafe ich wahrscheinlich ein. Ne? 2 neue Spieler sind ja schon verpflichtet mit Jonathan Tah und Tom Bischof. Was erwartest du speziell von den beiden? Ist Bischof auch schon jemand, dem die Startelf direkt zuzutrauen ist? Wenn wir Spiele verpflichten. Also, ja, er wird es ja jetzt wahrscheinlich auch gleich sagen. Also ich denke schon, ich meine, wir werden es sehen. Ich kann es nicht genau abschätzen, aber wenn wir den Spieler verpflichten und wenn ich ihn jetzt sehe im Konkurrenzkampf mit dem Pavlo, der auch nicht wirklich durchgehend überzeugt hat, denke ich schon, dass er seine Spiele bekommen kann. Ja. So, hängt halt davon ab, welchen Stellenwert ein Goretzka und dann Kompanie hat. Ansonsten ist es natürlich schwierig. Verpflichten, dann haben wir schon die Vision und die Idee, dass Spieler eben auch relativ schnell Und natürlich, wie es mit dem Palinja weitergeht. für uns wichtige Spieler sein können. Startelf, Stammelf, natürlich gibt es, keine Ahnung, 7, 8 Spieler, die eigentlich die Stammelf ausmachen. Darüber hinaus hast du meistens dann 5, 6, 7, 8 Spieler, wo der Trainer dann entscheidet, okay, welcher passt besser für einen Gegner, für ein System, für ein Spiel. Dementsprechend sind wir, was ich gerade angedeutet habe, wir sind extrem froh. Tom Bischof ist Nationalspieler geworden. Das haben wir im Grunde vor 3, 4 Monaten schon fixieren dürfen. Mit Jonathan Tah haben wir es fixiert. Das sind 2 ablösefreie deutsche Spieler, also Nationalspieler. Das ist für mich schon und für uns schon auch ein großer Schritt. Und beide werden uns weiterbringen. Tom mit seiner Naja, also diese Lobpudelei verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ja, für Tah alles gut, den kannst du in den Himmel loben. Der hat starke Jahre jetzt gehabt in Leverkusen. Das wird eine Verstärkung sein. Tom Bischof, ja, ich hätte Nationalspieler geworden, blablabla. Ja, weil er in Hoffenheim gespielt hat. Ja, wenn er bei uns auf der Bank sitzt, dann ist er wieder ganz, ganz schnell kein Nationalspieler mehr. Ja, also seiner Aktivität, mit seiner... Es ist ein guter Transfer, da gehe ich mit. Ja, ich denke auch, dass es ein No-Brainer ist. Aber da musst du dem Jungen jetzt auch mal die Chancen geben, Alter. Ballsicherheit, mit seiner Kreativität, der kommt ja eigentlich von der 10, hat jetzt sehr viel 8 und 6 gespielt. Und Jona, glaube ich, ist hinreichend bekannt. Da haben wir ja schon vor einem Jahr sehr, sehr intensiv drüber gesprochen. Und jetzt, wo Eric Dyer eben den Verein verlassen hat, haben wir jetzt mit Jonathan einen deutschen Nationalspieler, der Führungsspieler sein kann, der bestimmt uns Stabilität geben kann in der Defensive und dazu beitragen wird, dass wir hoffentlich Titel holen. Sie haben gesagt, dass mit Leroy und mit Thomas eben 2 Spieler in der Offensive wegfallen werden. Wie ist denn der Stand bei Mathis Tel? Der ist ja im Gegensatz zu Asnu jetzt nicht dabei, weil die Leihkonstellation ist ja eine ähnliche gewesen, gehe ich jetzt mal davon aus, bis 30.06. Was ist der Unterschied zu den beiden Spielern und wie ist der Stand bei denen? Mathis war ja ein halbes Jahr bei Tottenham. Mathis wollte gerne die U21-Europameisterschaft für Frankreich spielen. Das haben wir zugestanden. Wir reden mit Tottenham, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und dann schauen wir, was dann rauskommt. Ja, wie geht es denn Min-Jae Kim und wie ist seine Perspektive beim FC Bayern? Min-Jae quält sich ein bisschen mit seiner Achillessehne, hat das jetzt lange mit sich getragen, aber das ist halt auch, es wird nach außen sehr getragen, er hat seine Gesundheit riskiert. Also an dem Punkt waren wir nie gewesen. Also wir haben alle schon sehr gut im Griff gehabt. Jetzt sagt er... Das glaube ich auch nicht, ja, dieses Gesundheitsriskiert glaube ich auch nicht, aber Fakt ist nun mal, dass er unter Schmerzen gespielt hat, ja. Wenn es irgendwie darum gegangen wäre, die Gesundheit riskiert, dann hätte man ihn nicht spielen lassen. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Aber es ist natürlich so gewesen, dass er unter Schmerzen gespielt hat und dass seine Leistung beeinträchtigt hat. Und das hat man gesehen. Ich möchte im Grunde meine Pflege machen. Ich möchte jetzt wirklich gesund werden. Er wird jetzt die nächsten Tage im Training einsteigen. Er wird jetzt dann wieder bei uns im Kader dazustoßen. Ja, und dann hast du natürlich eine Konkurrenzsituation. Du hast dann mit Upamecano, mit Min-Jae und mit Jona 3, Stani 4, Hiroki, wenn er zurückkommt. Stani kann Rechtsverteidiger, Hiroki kann Linksverteidiger. Wir sind dann sehr, sehr gut aufgestellt, was die Defensive betrifft. Und ja, und da muss ich Min-Jae eben auch durchbeißen. Wie sieht es denn bei Upamecano gesundheitlich aus? Und da gab es ja auch mal Gespräche wegen der Vertragsverlängerung. Ist man da schon ein bisschen weiter jetzt? Gesundheitlich trainiert. Also das ist das Schöne und das ist auch das Wichtige, dass wir diese verletzten Spieler wieder zurückbekommen nach diesen Länderspielabstellungen, den Wahnsinnigen. Der ist wieder komplett dabei und Vertragsverlängerung, die Gespräche laufen, haben wir nochmal vor Ende der Saison ein Gespräch gehabt und die Gespräche gehen weiter. Unser Ziel ist klar, mit ihm zu verlängern. Max, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber die Absage von Florian Wirtz nach all den Äußerungen auch teilweise in der Öffentlichkeit, nicht von dir, aber von anderen. Wie schwer hat euch das getroffen oder sagt ihr, für diesen Preis ist es vielleicht auch besser, wenn der Kelch dann vorbeigeht? Also ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob wir dann diesen Preis, den es Liverpool dann bezahlen muss, wie es den Anschein hat, hätten.
Also jetzt mal ernsthaft, Leverkusen hat ja nicht umsonst diesen Preis ausgerufen. Was hat man denn dann wirklich gedacht? Hat man dann gedacht als FC Bayern, ja, wir verpflichten Florian Wirtz für 80, 90, 100 Millionen oder was? Was hat man denn gedacht? Also das ist ja jetzt auch wieder Tulux. Bezahlen können. Klar war, das hat der ganze Verein kommuniziert, dass der Spieler herausragend ist und dass er. Naja, der ganze Verein hat das nicht kommuniziert, das haben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kommuniziert und damit den restlichen Verantwortlichen im Verein unter Druck gesetzt. Ja. Wobei man ja gar nicht weiß, hätte ein Kompanie gerne mit dem Wirtz geplant, hätte Max Eberl oder ein Christoph Freund gerne einen Wirtz verpflichtet. Mein Take ist da eher, hätten sie nicht. Aber wir hören mal weiter. Wir uns sehr, sehr gut vorstellen hätten können, dass er zum FC Bayern wechselt. Jetzt hat er sich anders entschieden, obwohl die Gespräche sehr, sehr gut waren, sowohl von Vincent, von Christoph, mit Uli, mit Kalle, Jan Dresen, alle waren mit Uli und Kalle? Ich dachte, die sind nicht mehr dabei, die sind nur noch Aufsichtsrat. Dabei, alle waren am Tisch. Alter, das ist so eine lächerliche Konstellation in unserem Verein. Ich kann nicht mehr, Alter. Aber Florian hat sich dann anders entschieden. Und das ist dann, auf dem Transfermarkt ist das so. Ich kenne das. Das sind dann eben, im ersten Step sagt man, Mist, aber eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf und dann wirst du dich wieder neu aufstellen für die Zukunft. Florian wird seinen Weg in Liverpool machen, ist ein außergewöhnlicher Spieler, braucht man nicht drum herum reden, aber das habe ich ja dann auch an einer oder anderen Stelle schon mal gesagt, wir haben schon außergewöhnliche Spieler bei uns im Haus. Also wenn ich Michael Olise. Siehst du? Und da sind wir nämlich bei dem Thema, ja, weswegen das auch mein Take ist. Wir hören mal weiter. Wenn ich Jamal Musiala nehme, Harry Kane, über Joshua Kimmich und wie sie alle heißen. Ja, das ist nämlich das Ding. Hätte Max Eber gerne unbedingt einen Wirtz gesehen, hätte ein Company gerne einen Wirtz gesehen und hätte gerne das System umgebaut. Ich bin mir da nicht so sicher. Ne? Und deswegen hat vielleicht dann die letzte Überzeugungskraft gefehlt. Ja? Dass wir natürlich hören, ja, saßen alle am Tisch, Kalle und Uli und bla, da fällt mir ja schon wieder nichts mehr zu ein. Alter. Wir haben herausragende Spieler und ein herausragender Spieler dazu würde gut passen. Wie gesagt, der hat sich jetzt anders entschieden. Jetzt versuchen wir einen anderen herausragenden Spieler zu finden, der mit uns erfolgreich ist. Ja, Nico Williams wäre eine Idee, oder? Max, machst du den klar? Ich würde mich freuen. Nico Williams? So viele Namen. Wie steht es denn gerade um die? Vielleicht sehen wir aber auch noch einen bei der Club-WM, der raussticht, wa? Ich meine, das spielen ja Vereine, wo man die Spieler nicht so auf dem Zettel hat, ne? Finanzen des FC Bayern kann man durch so ein eingespartes Gehalt wie von Leroy Sané oder einem nicht finalisierten Florian Wirtz-Transfer auch einen großen Namen verpflichten für die Flügel. Ich glaube, Florian Wirtz wäre ein großer Name gewesen. Und natürlich ist es so, dass wir immer gesagt haben, wir sind auf Transfereinnahmen auch ein Stück weit angewiesen. Die versuchen wir zu erzielen. Natürlich sind eingesparte Gehälter eine Möglichkeit, eben auch Gehaltsgefüge zu reduzieren. Und wir haben einen klaren Plan, Naja, 20 Mille jetzt einzusparen bei Liboy, die 20 Mille von Thomas Müller einzusparen, ist natürlich schon gut. Ja, das sind 40 Mille, die man spart. So, das muss man ja auch mal sehen. Klar, du hast natürlich jetzt so einen Musiala von 8 auf 25 gehoben und hast einen Fonzie Davies von 8 auf 15 gehoben. Sparst du am Ende also nur noch 10 Mille ein, ja? Aber gut. Idee, wie wir Dinge umsetzen wollen. Und wenn wir das alles realisiert haben, dann würden wir sehr, sehr gut dastehen. Aber dafür ist eben noch einiges zu tun. Dafür ist der Transfermarkt noch zu begehen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe haben werden und auch die Finanzen im Griff haben werden. Und nochmal zum Sportlichen. Wen sehen Sie in Ihrer Gruppe des FC Bayern als stärksten Gegner und wer ist halt auch Favorit für den Club-WM-Titel? Ich glaube, wer die Champions League gewinnt, ist automatisch per se schon mal zum Favoritenkreis zu nennen. Inter Mailand als Finalist ist auch mit dabei. Also gibt schon einige. Jetzt kann man sagen, okay, wie spielen die Jungs an den anderen Kontinenten? Das ist dann wirklich nicht so wirklich greifbar. Wir wissen zwar, wie sie spielen, aber wie wird sich das dann hier darstellen in dem Turnier? Dementsprechend sind das... Das ist das Interessante für mich. Im Grunde meine Favoriten. In der Gruppe hast du mit Benfica, Boca zwei Mannschaften, die beide schon Großes geleistet haben. Benfica kennen wir, haben in der Champions League gespielt. War kein einfaches Spiel gewesen, sie zu besiegen zu Hause. Sehr gute Fußballmannschaft. Aber klar, wir wollen weiterkommen in der Gruppe. Ist es korrekt, dass bei Kingsley die Tendenz jetzt um Verbleib geht, denn zu Abschied? Das ist, was ich vorhin so gesagt habe. Wir haben jetzt diese Club-WM und natürlich sprechen wir jetzt viel über Spieler, was passiert, wer geht. Diese 4 Wochen ist tatsächlich... Ey, wenn du ein Angebot kriegen kannst, hoffentlich, let's go, weg mit dem Kingsley. Ey, sorry. Ja.
Auch King hat nicht mehr dieses Niveau, dass der mal 30 gute Spiele am Stück macht, Alter. Genauso wie es ein Serge nicht hat. Wir brauchen einfach neue Leute da vorne. Das ist auch gar nicht böse gemeint, ja. Das ist auch ein anderes Thema, wie es bei Leroy ist, beim Kingsley. Wenn der aber irgendwie in Saudi-Arabien einen Rentenvertrag kriegen kann, ey, dann sollte man dem keine Steine in den Weg legen. Nimm dann die 30 Mille von den Saudis und hol Nico Williams, setzt 2 Jugendspieler dahinter und alles ist doch gut, Alter. Tatsächlich ist King bei uns und King ist ein wichtiger Spieler, der über Jahre bei Bayern Großartiges geleistet hat. Er ist jetzt auch wirklich... das wieder los. Ich kann es nicht mehr hören, Alter. Ja, der ist bei uns, weil er die letzten Jahre Großartiges geleistet hat. Deswegen kriegt er 20 Millionen und bla und Sülz. Körperlich sehr, sehr stabil. Ich muss auf Holz klopfen, dass es auch so bleibt. Weil meistens, wenn man sowas sagt, dann passiert irgendwas. Ja, dann das war ja im Grunde sein Achillesferse ein bisschen, dass er oftmals eben nicht hundertprozentig die ganze Saison spielen konnte. Er ist jetzt körperlich im guten Zustand und er trägt jetzt hoffentlich dazu bei, dass wir weit kommen in der Club-WM. Und dann wird aber ich dachte, das macht der Leroy, der hat doch Lust. Ja? Da brauchst du den King doch nicht mehr. Hast du den Leroy bis Achtelfinale. Sehen, wie die Kaderplanung in Gänze aussieht. Deswegen, ich bin da jetzt ungern über Spiele, die bei uns im Kader sind, wir die Club-WM jetzt vor der Tür haben, drüber zu reden, was passiert, wenn. Der ist jetzt da, sind wir sehr glücklich drüber und dann schauen wir, was passiert. Herr Eberl, wer kommt denn morgen erst? Und man hat ja nur das Glück, vielleicht gegen Auckland, den vermeintlich schwächsten Gegner, einzusteigen. Das ist ja wahrscheinlich für Kompanie jetzt auch, wen lasse ich in so einem Spiel spielen? Also wenn Spieler erst morgen kommen und dann Zeitumstellung, also was haben, dann ist es auch sinnlos, vielleicht Risiken einzugehen. Also können Sie uns da mal aufklären. Das habe ich gerade vorhin auch mal versucht, mit dem selbst den Rasen in den Stadien versuchen wir zu identifizieren, weil der anders ist als in Europa. Und genauso intensiv hat sich Winnie den Gedanken gemacht, okay, wann kommen Nationalspieler, wie ist deren Belastung gewesen? Die kommen spät. Gegen Auckland wirst du wahrscheinlich nicht mit allen von denen anfangen, aber dass die auf jeden Fall dabei sein werden, ist klar. Wir haben jetzt Jungs hier, die eben sehr, sehr intensiv schon sich akklimatisieren und trainieren. Was die Aufstellung betrifft, bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner. Das muss Winnie dann festlegen mit seinem Trainerstab. Aber wir werden eine schlagkräftige Truppe haben. Und natürlich Auckland, vermeintlich der Schwächste, ist wahrscheinlich auch so. Aber trotzdem müssen wir sie erstmal bespielen, trotzdem müssen sie erstmal gewinnen. Und dann kannst du im Grunde überlegen, ob du auch den anderen oder dem anderen Schonfrist gibst und ein bisschen weniger Spielzeit gibst. Aber ist so, dass Kane und Leimer, die noch als Letzte gespielt haben, die kommen morgen und ja, die kommen, glaube ich, die kommen am Freitag. Harry und Conny kommen am Freitag erst. Ja, das haben wir Donnerstag, also morgen. Genau. Die anderen kommen heute, die anderen kommen morgen, genau. Sané auch heute? Morgen. Also die 3. Ja. Die letzten, dann haben wir das auch. Wir kennen alle die Situation von Sascha Boe. Kann man sagen, dass dieses Turnier so vielleicht seine letzte große Chance ist, nach allem, was passiert ist, doch noch das zu drehen und dass der FC Bayern mit Sascha Boe doch noch eine Erfolgsgeschichte werden könnte? Jeder Spieler hat in jedem Spiel die Chance. Und natürlich jetzt so ein Turnier. Ja, weiß ich nicht. Zum Boe, der hat ja wirklich eine gute Phase gehabt. Ja. Das Problem bei ihm war immer, ja, dann hat er 3 gute Spiele gemacht mal oder war 3 Spiele mal da und dann war er wieder verletzt. So, dann hat er wieder mal 3 gute Spiele, war er wieder verletzt. So, der kam ja nicht einmal mal, dass er, ja, zum Ende der Saison war er dann dauerfit und durfte nicht mehr spielen. Schwierig. Ja. Natürlich noch mal mehr. Das haben wir natürlich mit Conny, der eine herausragende Saison gespielt hat als Rechtsverteidiger, überraschend für viele. Für uns eigentlich nicht, weil wir so spielen wollten, wie wir gespielt haben. Du hast mit Stani einen Rechtsverteidiger und Sascha ist natürlich auch noch da. Wir haben 3 Rechtsverteidiger. Das ist faktisch natürlich... Und der Josh ist auch noch da. Sehr, sehr viel für eine Position. Jetzt ist Sascha da, jetzt wird er für uns spielen und auch das ähnlich, wie ich es gerade schon gesagt habe. Danach wird man sehen, wie dann die Zukunft aussieht, weil dann ist ja die Kaderplanung im Grunde richtig abzuschließen, was dann die Saison betrifft. Aber 3 Rechtsverteidiger, das ist schon Luxus. Kriegen wir die nächste Runde vielleicht? Ja. Bist du Disney-Fan oder aus dem Alter raus? Mickey Mouse, glaube ich, war heute am Frühstück. War Mickey Mouse da? Ich merke, ich kann natürlich jetzt was ganz Böses sagen. Ich habe sehr viele Mickey-Mäuse um mich rum. Das war aber jetzt nur ein Spaß. Es ist kein. Ach so, ja, nee, klar. Der erste Instinkt und dann, nee, war nur Spaß. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, wirklich vorstellen, dass der Max sich manchmal so fühlt, als wenn er ganz, ganz viele Mickey-Mäuse um sich herum hätte. Angriff auf irgendjemand. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Walt Disney-Fan, ich bin eher Asterix und Obelix gewesen. Herr Ebert, man kann ja hier, das wissen wir alle, sehr, sehr viel verdienen. Was kostet denn sowas hier eigentlich auch? Also welche Kosten hat der FC Bayern denn auch? Dafür zahlt ja wahrscheinlich Teamhotels vor Ort in den Spielorten oder so. Also was muss der FC Bayern denn überhaupt bezahlen?
Kostet das auch ein paar Millionen? Das kostet auch richtig Geld, aber dafür kriegt man ja auch Antrittsgeld. Also man darf immer nicht immer nur die Einnahmenseite sehen, nach dem Motto, wir cashen alles weg, sondern dafür gibt es ja Geld, dass wir dann quasi uns, wie auch immer wir uns aufstellen wollen, wie jeder Verein sich aufstellen möchte, kann man das Geld dann in die Hand nehmen und kann sich die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, um diese lange Zeit dann eben und dieses lange Turnier, ist ja für Clubmannschaften eher untypisch. Normal fährst du als Nationalmannschaft, da hast du ganz andere Voraussetzungen. Als Clubmannschaft machst du es zum ersten Mal, über 4 Wochen ein Turnier zu spielen. Wenn du so lange dabei bist, ne? Aber ist natürlich auch mal geil, ja, um als Mannschaft auch noch mal ein bisschen zusammenzuwachsen, glaube ich, ne? Und dafür lässt du dir auch was kosten, weil du einfach die besten Voraussetzungen haben möchtest. Also es kostet ein paar Millionen, ja. Max, viele Fans fragen sich jetzt, wer dann auch nach Leroy Sané die Nummer 10 bekommt. Ist Jamal Musiala da ein Kandidat für oder ist das zu früh noch? Erstmal ist Leroy da, erstmal hat er noch die 10 und dann, wenn er den Verein. Ich kann da nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich will es nicht wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, aber das ist eine Farce, dass der noch dabei ist. Einen verlassen hat, dann haben wir die Rückennummer frei und dann schauen wir. Bei Verkäufen, Ryan Zaragoza, vielleicht kann man da ein bisschen mehr sagen, wie der Stand ist. Sind wir offen für einen Transfer? Aber gibt es jetzt noch keinen konkreten Club? Immer wieder. Also Brian hat eine sehr, sehr gute Phase bei Osasuna gehabt, dann hat er die Verletzung gehabt, dann war er nominiert für die Spanier. Also wenn du für die spanische Nationalmannschaft nominiert bist, dann hast du schon Qualität und dann hast du auch Interesse. Ja, und warum ist er dann für uns kein Thema? Wild, oder? Oder andersrum, dann gibt es auch Interesse. Wir sehen ja immer nur ein bisschen Training, Sie sehen mehr oder Sie wissen auch viel mehr. Musiala und Upamecano kommen aus Verletzungen. Werden die jetzt in dem Turnier sukzessive eingebaut oder sind die so weit, dass sie jetzt spielen können? Also das sind Jungs, die wie angesprochen aus längeren Verletzungen kommen und tatsächlich werden die jetzt langsam integriert werden müssen und über Spielzeiten, Anpassungen, also die werden jetzt nicht aus der Kalten die 90 Minuten spielen und das über jeden 3 Tage 90 Minuten, das werden sie nicht können. Aber du wirst jetzt diese Zeit nutzen, jetzt diese Trainingseinheiten, aber dann eben auch die ersten Spiele, um ihnen diese Zeiten zu geben, dass sie dann, wenn es wirklich richtig darauf ankommt, sie so weit sind, dass sie dann auch diese 90 Minuten spielen können. Okay, Männer, haben wir's? Okay, Männer. Überall nicken, wunderbar. Dann Hovi Makarovi. Ja, wilde Takes. Ich habe alles gesagt, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Der oder die Leute, die Club-WM gucken, viel Spaß bei der Club-WM. Und ja, wir sehen, wer für die Flügel verpflichtet wird, hoffentlich bald. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.